So, schönen guten Morgen, merci für kommen. Wir haben heute eine Pressekonferenz über Digitalisierung. Das so, das auch für ihr nicht Neues, steht für ihn also auf seinem Laptop, auf seinem Tablet, die Digitalisierung als Welt, als Alltag verändert. Wird sicherlich als Zeit werden als die Ago von der digitalen Revolution. Und das ist schon natürlich normal, dadurch eng Partei wie DP so Evolutionen opmerksam suiviert, net nëmme suiviert, mir hunn en Arbeitsgruppe digital an der Partei, do sind Experten dran, do sind Politiker dran, die also auch all die Evolutionen, der technologische Evolutionen sind mir aber auch die natürlich auch ganz viele Inzidenzen op Gesellschaft tun, die suivieren, dann auch Gedanken zu machen, wen dummer da kann goen an en Random als een, die sieht hier mit mir eng Person, die der Fleisch noch nicht so kennt, das ist Marco Hauen, den auch an dem Gruppers, den Experts, den als 120 Erfahrungen als Internet- und Tech-Entrepreneur hier also Bols von den neuen Entwicklungen, die du gehen. Ihr kennt auch bei Firmen Startup aus, hier auch in Rahmen beim Blockchain wurden am Coaching für Leadership. Naveas sieht also hier als ein Kandidat, den du nicht immer willkommen hast, mit dem du ganz viel Match arbeitet, an als auch Kandidat für TP am Zentrum, aber sie ganz gut am Europäen als Expert können an diese Reihen zählen. Hier wird am zweiten Teil wird hier da ein bisschen aus der Erfahrung, aus der Praxis schwätzen. Ich meine schon gesagt, der Computer, das Internet, die digitalen Technologien sind am Gang Alltag von all die Bürger zu verändern, an Digitalisierung als auch am Gang ganz speziell die Arbeitswelt zu verändern. Dafür gibt es auch mal die eine oder andere als Gegner von Menschen gesehen oder als Gefahr dargestellt. Ich meine, die Sorgen, die sollen nicht ignorieren. Aber für DP ist ganz klar, DP, die gesagt Digitalisierung als eine Chance, als eine große Chance. Weil das kann möglich machen, die Leben mehr einfach zu machen, die Lebensqualität für jeden zu verbessern, daheim, auf der Arbeitsplatz, an der Schule, am Gesundheitswesen, an der Mobilität, auf vielen anderen Plätzen mehr, eigentlich auch an allen Aspekten, an allen Bereichen vom Leben. Aber eine Voraussetzung, vorausgesagt, für uns auch, dass wir die Entwicklungen richtig umgehen, an dadurch Politik eigentlich die notwendigen Leitplanken durchsetzen. Politik muss hier Verantwortung überholen. Sie muss die Entwicklung nicht nehmen, suivieren, nur gucken, aber sie muss wirklich auch gucken, dass sie hier Verantwortung überhält, dass der Endeffekt auch ein Plus für Südfrieden kann sein. Aber wie gesagt, von den Domänen, die einen besonderen Impact hat, die Digitalisierung hat vor allem einen Impact auf die Arbeit von Südfrieden. Auch wenn dir evaluiert, wie du da für 5 Jahre, für 10 Jahre geschafft hast, wenn du bei einer Pressekonferenz gegangen sieht, wie schafft der Haut, du siehst ja schon selber, wie das zum Beispiel evaluiert wird. Das ist schon eng von den Sorgen, bei den Leuten, bei der Arbeit, dass sie fährten, dass in Zukunft eventuell Computer oder Roboter oder was alles in der digitalen Intelligenz oder einer künstlichen Intelligenz verstehen, dass das löser hin und da wäschwellen, war sicherlich. In Zukunft werden verschiedene Berufe oder Berufsbilder verschwanden. Das war schon immer so. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch wissen, dass neue Berufsbilder, ganz neue Berufe entstehen. Ich will noch ein Beispiel, vielleicht dir auch dann, wie nur als die Schriftsetzer. Ich meine, die Leute, die bei den Zeitungen, bei den Printmedien arbeiten, früher, nach 50 Jahren sind die Schriftsetzer gehen, die eigentlich alles en place gesagt haben, für das in Zeitung konkurriert gehen. Man haut den das wir den so schön nennt, Mediengestalter für Print an digital, die eigentlich dann die Aufgabe machen. Das ist auch so, dass Digitalisierung eine ganz Reihe Arbeitsner Berufe auch mir einfach wird machen. Ich denke, du als Beispiel, hol mal ein ganz klassisches Beispiel, heute Lützburg, der Bauer, der haben wir schon noch eine ganze Reihe. Wenn ihn gesagt wie da bist, haut du durch Computer, durch die Digitaltechnologien aber körperliche Ballfall vereinfacht gehen kann ihn mit Maschinen, die Stall, die Felder bewirtschaften, Freiheiten, der Bauer muss man am Knirsch ganz hart schaffen. Also
klar Feststellung se dat man an Zukunft als Dr abstellen, dat man net unbedingt Manner Arbeitsplätze werden hunn, méi für allem dat man einer Arbeitsplätze werden an Zukunft hunn. Ich will dat illustrieren un engem Beispiel, dat das de vum Homeoffice oder Teletravail, dat das schon die Art erweis wann ich vun du hem aus schafft, dat gëtt schon vereinzelt, vielleicht profitiert Dir auch schon davon oder mat Deelweisen, also a Privatentreprise mehr woch gin et Pilotprojekt beim Staat, wo also Homeoffice oder Teletravail schon praktizeiert gëtt. Dat egent sich natürlich net unbedingt für all Berufsbild. De Metzer muss immer am Butig Zosis schneiden. Mit Gin war ein ganz Reihe aber auch am Denkschlichungsservice ein ganz Reihe Jobprofiler, wo en dat kann machen. An die Erfahrungen weisen, dat war den Homeoffice oder den Teletravail ganz attraktiv für die Leiders, die dat machen, weil eben hin am méiglech méi individuell an noch méi flexibel. Iwer den da oder iwwer woch hier abeg können zu organisieren. An dem Herrn Lächer eng Impfroch gemacht iwwer verschiedene mesureuren en Rahmen an der Familiepolitik, an wo auch bei dem Froh gefrot war, wird man der Flexibilität für. An dem hatten 88% von der Befrote gesot, sie giffen méi Flexibilität bei der Arbeit wünschen. Also Homeoffice Teletravail wird du also auch eng vun den Antworten, wo der verschiedene Antworten gehen, darüber für dem entgegenzukommen. Bei Homeoffice Teletravail fällt unter dem Strich auch vielleicht mehr Zeit raus für die Familie oder für die Freizeit zu tun. Für allem allein de Weg op dabecht, bei den du Zeit spurt beim Teletravail. So an der Moyenne wieviel Brauchen fir du hin fir op dabecht am beste Fall eng halbe Stunde. An der Moyenne spurt den du all der schon eng Stunde, wo net am Stau ass oder NRW am Trafik also mengen och den Teletravail oder den Homeoffice as wesentlich Argument an der Froh von der Mobilität zu Lützeburg, weil man do Trafik vun den Straßen kreen an also eng einfach das op de Problematik. Wie gesagt, sind pur Elementer gewicht opweisen wetring Avantagen den Homeoffice kann hunn an dafür will DP op alle Fall den Homeoffice weiter förderen an och denkt man droen fir dat den regelrecht recht en droit o Teletravail soll an Zukunft schafen. Wir sind also auch bewusst, dat kein generell einzig Form von Teletravail gëtt. Emol an der Woche puerdeger an der Woche wéi no fixen Zeiten oder méi suppel, wie noch verschiedene Dossien kann en Fleisch net vun du hem aus machen, weil en am Kontakt mat de Bierger oder mat de Klient muss sinn. Wat so also Fulltime Homeoffice, 100% Homeoffice as fir auch lohnet Lesung noch wichtig, dat nach oder purmol an der Woche oder mindestens einmal an der Woche oder mehr an der Woche jener Modell auch op derbesch geht, das ist auch wichtig für den soziale Kontakt. Mat de Kollegen noch den Austausch, den mat den Kollegen hört, den as Fall ganz wichtig. Und hier ist also die ganzen Domain vom Teletravail weiß schon welche Druck so tun, das Gebiet, wo eigentlich viel Chancen sind, wann Politik die richtig rumsetzt. Und dafür sind wir auch die PA sucht dafür, dass man eine gesetzliche Kader schaffen, den da genau regelt, wer am Homeoffice möglich ist, wie recht sowohl von den Salarien wie auch von den Betrieben können weiter garantiert gehen. Und was für uns auch klar ist, die klassische Arbeitsrelation darf nicht durch Teletravail vorgestellt gehen. Die Sozialrechte vom Salarié, die muss noch weiter garantiert gehen, Krankenkäse, Pension und so weiter. Auch die Frage von der, was die nennt, Dekonnexion, muss man auch gucken, wie man die regulieren, da die noch recht tut, nur 6 Sauer, nur 8 Dauer sind Roken. An Deutschland gibt es Beispiele, und diese wollen es nennen, große Automobilsentreprisen, die ab 8 Dauer oben für Mitarbeiter Server aufstellen, für dass sie dann auch dann aber durch die Zeit können aufschalten. Wenn ich so eine Digitalisation verändert als Arbeitswelt, dann liegt schon auf der Hand, dass man muss als Jung kann ob die neue Arbeitswelt 4.04 breden. Da fängt man nicht bei Null an, dass an den letzten Jahren schon ganz viel geschieht. Aber wir plädieren als DP auch dafür, dass man da nach in Zukunft die als weiter permanent und die Entwicklung anpassen. Den Informatikunterricht wird ausgebaut. Wir haben noch die Idee, respektive den Edukationsminister, für da in Zukunft alle Schüler, ob man gibt es so ein Basiswissen am Coding, an den Programmiersprachen
sollt vermittelt kreieren hun eng E-Sektion die angefordert gin als DP dafür dat alle Schüler soll ein Tablet an Zukunft schon dat sind alles Elemente für dat man können optimal als Jung op Zukunft vierbreden. Ein andere wichtige Wolle ist natürlich auch Medienkompetenz, wann ihr von digitaler Bildung schwätzt. Die Schüler muss von der Grundschule mit den Gefahren, besonders von sozialen Medien, bekannt gemacht gehen. Mehr auch gesehen, was für eine Chance, was für eine Möglichkeiten die digitale Information auch kann bieten. Natürlich sind noch Leute an der Arbeit. Du sind da die natürlich auch, wo der Business, weil eben die Arbeit ändert mit der Digitalisierung, ist doch wichtig, dass den Möglichkeit gibt, für sie, dass sich weiterbilden können. Du gehst noch schon, du sind eine ganze Reihe Initiativen, die sind ganz gut, aber nach sollen auch frohen, wie neue Incentive kann schaffen werden, sowohl auch der Patron, weil die nicht schon ein Avantage von sein Mitarbeiter gut präpariert an FIDAS an den neuen Technologien, wie auch die Einzelsalarien, dass die mehr nach motiviert sind, für Weiterbildung zu bedelgen. Wir denken da an zusätzliche Steueraufsetzungen, Reform vom Congé de Formation. An TP wird doch vieles für eigentlich alle Salarien einen Bildungscheck zur Verfügung zu stellen, dass ein Scheck, wo ihn dann gratis kann, einen Kurs suivieren, für sich dann nach mehr fit zu machen, wo ich Grundlagen über die digitale Arbeitswelt dann kann kreieren. Wir proposieren noch eine digitale Bildungsplattform, auf der da alle Bürger Zugriff haben, wo frei Inhalte sind von der Uni, von Weiterbildungskursen an so weiter, wo in die dann kann finden. Das sind pure Elemente. Aber dann an der politischen Debatte die letzten Wochen am Main gibt schon ganz viel auch über nachhaltige Wachstum geschwärzt. Wir haben auch die letzten Wochen die Diskussion, was für Betriebe will man nachher zu Lützburg, was für nicht mehr. DP gesagt, Digitalisierung auch als eine Chance an der Frage vom qualitativen Wachstum, weil der ganze Bereich der bietet aber eine ganze Reihe Arbeitsplätze, hochqualifizierte Arbeitsplätze. Das ist ein Sektor Digitalisierung, der noch mehr umweltfreundliche Arbeitsplätze anbietet, unabhängig vom Homeoffice. Das ist ein Bereich, wo eine große ökonomische Plus-Value dabei herauskommen. Voilà, das sind alles Elemente dafür zu sagen, dass das für uns der ganze Sektor für uns aber das, was wir nach nachhaltigem Wachstum oder Potenzial für nachhaltigem Wachstum durchstellt. Braucht noch nicht bei Null zu fangen. Das wissen wir auch. Die Regierung die hat an den letzten 5 Jahren das Land aber gut aufgestellt am digitalen Bereich. Wir haben Lützburg gut aufgestellt für den digitalen Erfolgsmodell Lützburg gibt. Wir haben gut Glasfaserregelungen, wir haben Datazentren, wir haben ganz rezent so den Supercomputer von der Europäischen Kommission, da gibt es schon in ganz Europa, den wir in Lützburg werden kreieren. Wir haben Start-ups. Zum Beispiel am Fintech-Bereich, wo ich auch den Marco Hauen ja nur wird kurz können von seiner Erfahrung schätzen und so weiter. Wir dürfen eigentlich kein Komplexer haben. Wir müssen eigentlich so, als Ziel muss es sein, dass wir Lützburg zum europäischen Vorreiter machen für neue Technologien, dass eigentlich in Zukunft, wenn ihr den am Ausland Lützburg denkt, dass man dann um digital denkt. Muss als Legislation natürlich auch überprüfen, eventuell überschaffen, dass wir danach mehr innovationsfreundlich sind, dass wir Start-up und Forschungsprojekte besser können unterstützen. Dann erlässt wird, ihr wird weitergehen, dass an all den Sachen muss auch die Stadt ein Vorreiter, eine Vorbildfunktion durchstellen. Das haben wir auch, das tut die Stadt auch an den letzten Jahren gemacht, in den Premier Medien an ICT. Minister hat da eine Reihe Sachen an den Weg gelegt, koordiniert, die sich weislosen. Ich gehe nicht bald an, die hat die Broschüre Digital Luxemburg, wo eine ganze Reihe Mesuren abgezählt sind, nämlich für die, dass man die digitale Entwicklung nicht verschlafen, dass man auch die Chance genutzen muss, aber da dann natürlich weiterführen. Und nicht, was ich nach wollte sagen, dass man gesehen haben, dass es wichtig ist, dass, wie der Premier dadurch gemacht hat, dass ein Minister, gebe ich so, oder ein Minister an der Regierung den Lead überhält, an für Digitalisierung weiterzutreiben, dafür auch zu koordinieren. Das kann unserer Meinung nur just der Staatsminister sein, und dafür plädieren wir auch für
dat am Staatsminister en Koordinationsstelle fir dat digital agericht gekreiert gif gin, die dann natürlich Kompetenzen hat politisch Verantwortung gif überholen an noch gift dann alles koordiniert für Lützburg zu dem Vierreiter am digitalen zu machen, wie man gerne hätten. Wir net an Deutschland tummer dat so Modell net dat du eventuell een Staatssekretär gift der Mathelfen die Erbecht zu koordinieren. Voilà, nimmen für die pur Aspekte unzustreven die kurz ungeschwert tun. Gift dann aber schon für du gesucht, ein Expert hun, den also den Bereich von der Ökonomie von denen Milch geht den besser kennt, den dann schwer nach kurz über Erfahrungen oder über Eisproposen, die man mal Team zum ausgeschafft und da wird kurz schwätzen. Bonjour, guten. Merci vielmals an ja, mein iPad geht, das gut, das ist digitalisiert, ziemlich mal für den Moment gucken. Voilà, als Entrepreneur sind 20 Jahre am Sektor, am Internet, an verschiedene Rollen als Entrepreneur für verschiedene Firmen. Und auch assoziativ und in den letzten Jahren wirklich den Sektor extrem mit verfolgt. An auch mit all verschiedenen politischen Interventionen geschafft über die letzten 20 Jahre. Was ich wirklich muss sagen, dass das in den letzten 5 Jahren immens viel geschieht ist. Just pure Beispiele für so wat wirklich ganz positiv zum Beispiel das Fit for Start Programm, wo man da Möglichkeit gehen Startupen 16 Wochen Startup Coaching zu gehen an Subsidien bis 150.000 Euro für wirkliche hier Firmen zu lancieren und dann an der Kontinuität dazu den Digital Tech Fund, das ist eine Public-Private Partnership, den erlaubt dann auch den beste von den Projekt Möglichkeit zu gehen, daran zu investieren und dass da wirklich die Firmen auch sich können entwickeln. Und dann, das ist viel breit getrippelt in den letzten den House of Startups und natürlich nach mehr spezifische Luft, den vom Pierre Gramegna initiiert ist, vom Nazi Zubairi gelegt wird, den wirklich eine herausragende Success-Story ist, weil wenn ihr bedenkt, dass die innerhalb von einem Jahr 20 Firmen an ihrem Gebäude hébergieren plus an ADA60 unterstützen. Da die innerhalb von einem Jahr haben wir wirklich eine enorme Evolution an den letzten Jahren gesehen. Und das möchte ich froh, weil wenn den weiß, wo wir hier kommen, an wo da 24 Jahre, wie ich schon gefragt habe, über Internet und Digitalisation ehrlich geschwärzt geht, als wir heute. Das ist natürlich normal, weil ich evaluiert habe, dass ganz viel geschieht. Aber wenn ihr aber seht, was kann weiter geschehen, was kann nach mehr geschehen, und habe ich ein bisschen meine Ideen und auch ein paar Punkte. Ich meine, was ganz wichtig ist, dass wir ganz viele Erfahrungen machen für die Nicht-Digitalbetriebe. Da gibt es Fit for Digital, ich meine, dass da aber ganz viel Achsen gelöst muss gehen, weil eben die globalen Player wie Amazon, Airbnb und andere Global Player wirklich müssen eng Apps dagegen gestaltet gehen, dass das kann weiter auch gegen die bestehen. Ich meine noch, dass kein Denken eventuell den Droit d'Etablissement für Tech-Startupen zu lockeren oder vielleicht aufzuschaffen. Ich so nimmer, was ist salopp, de Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos noch nicht müssen den Droit d'Etablissement aufrufen für Amazon oder Facebook zu gründen. Und das ist ein bisschen heute Problem. Es kann in Haut nicht ein Passé an einem neuen Feld haben, kann ich nicht AI studieren, kann ich nicht Blockchain studieren heute. Können den matten Ideen muss ich entwickeln. Das ist nicht an einer Logik, wo ihr seht, okay, wir sind am Artisanat, wo ich muss gewisse Standard soll auch erfüllen. An dem Fall soll ich den noch erfüllen, mit dem ich kreiert. Das heißt, kann ich nicht schon aktiv haben. Dann eine Idee ist auch eventuell eine Weitervereinfachung von der 1-Euro-Gesellschaft, von der SRLS zu machen, wo im Moment ein paar Restriktionen dran sind, wo ihr seht, okay, können zum Beispiel so, dass ich als Aktionär nicht nur ein Aktionär an enger kann an mehr SRLS, dass in den Ökosystem einfach fördert. Von Ideen, von Entrepreneuren, die wollen zusammen schaffen, dass ihr nicht seht, du kannst nicht mehr länger aktiv sein. Dasselbe geht für Personen moralen. Im Moment kann ich nicht als Firma an einer SRLS investieren, respektive Deal holen. Und das ist schön, weil ein Projekt ganz oft auch einen strategischen Partner braucht. Vielleicht soll die nicht von Anfang an dann auch mit involviert sein. Voilà, das sind so Ideen. Und dann natürlich ein bisschen mehr Steckenpferd Blockchain, wo man wirklich mengen, dass man
eng immens Chance hun ein Cadre regulatoire am Finanzen am Fondswesen opbauen mat dieser Kraft, die man eben hun an einer Position, die man der Welt tun an dem Bereich, wo man können einfach als Oktober fokussieren an wie so seht, am GDPR hummer ein Privacy by Design, wir könnten durch Blockchain ein Compliance by Design affären, die in zu Lützeburg gegen Betreibe 4 wo die ganz Governance Environmente gingen weiterdreiben. Und dann wat mir um Herz leite, dass war Blockchain geschwert immer die Finanzsektor geschwert. Der wir nicht vergessen, dass Blockchain genauso gut für Reisen Logistikzentrum ganz wichtig ist wie für zum Beispiel Verantwortung an der Interaktion am Staat. Ich gehe ganz Reihe Usatz für Blockchain einfach in Zukunft als Ökonomie kann weiterhelfen. Voilà, das waren so ein paar Punkte, die ich wollte bringen. Gut,